Onse Jeschicht. Dit is de Geschichte van de oud-kolonie Mennoniten, die in de 1920er-jaren van Canada naar Mexico omsiedelden. In diesem Aufschnitt vertelt George Rampel Waramaya von Nuevo Ideal Durango en ook van het Mexicanische Gesetz wegen Eischlitten. Onse Jeschicht Nummer 58. Dit vertaal wie nog Waramaya van de oud-kolonie en Nuevo Ideal Durango in Mexico. We hadden laatst mal al wat ervan vertaald dat 1942 mal 3 jongens van Durango naar Chihuahua kwamen en alle aan Blumenart knacht werden. Ditmaal vertaal wie nog meer davon. Jenter später schauft voor onze Nobers Cornelius Ernst. Van hem heb ik behouden dat hij op dem Huiskerl beim Pflegen een wolfslag weit genoeg opgegroefd had, dat hij door 2 jonge Wölfe uitnemen kon. Voor deze kleine Wölfe maakte hij aan de Schien een kleines hak, geeft hij genoeg melk en speelde met. Als 2 kleine jongens dit antwoorden, dan willen we deze kleine Wölfe selbstverständlich ook bezijnen. Jenter später weiß uns das auch sehr gern. Und als er so ein bisschen aufwiesen will, womit er das all gemerkt hat, und den einen an seine Hängneim mit am Spiel, den am dabei von sehr dicht bei ancheckt, dann hops der kleine Wolf mit einmal hastig nur seine Nesen bei ihm durchgeschert. Dort glaube ich auch das fair, dort wenig auch noch mit der kleinen Wolf spielen wollen. Und Peter Schihan, der schafft bei Hennig Freisen, was nachher meine Schwierlerin worden. Wenn er so alles wo wäre, dann vielleicht hätte die Jungs lachen zu merken, dass sie ihn Geschichten vertrauen. Einmal vertalt er von einem chihuahuischen Jungen, wo er auf der Durango-Siedlung an ihrem Dorf gearbeitet hat. Und er sagt, ich bin ja in diesen chihuahuischen Jungen einmal hingeweist bin vom Pflegen in Haus fahren. Wir hielten beide still und ich sagte zu ihm, bei uns am Dorf sind ein paar Lied von Chihuahua spazieren gekommen. Und das Ömtje von Chihuahua hat einen sehr wunderlichen Vernomen, einen noch wunderlicheren Hängernomen. Sein Vernomen ist Gottlieb. In seinen Hängernomen weiß ich nicht mal, ob ich den ganz recht sagen kann. Aber ich glaube, sein Hängernomen hat uitgekleeft. So eine wunderliche Menschennomen gibt dort in Durango nicht. Ach, sagt der chihuahuische Jung, ich weiß gerade, wer das Mann ist. Sein Hängernomen hat nicht uitgekleeft. Das Mann hat Gottlieb Nikolai. Und was wunderliche Hängernomens anbelangt, die haben die Lied hier in Durango, aber nicht in Chihuahua. Man sagt mir dort hier Ömtjes sind, was Bordjes heiten. Heiten die vielleicht Bordjes, wie es die Bordjes drehen? Das weiß ich nicht. Ach, seht ich, Peter Schihan, diese Ömtjes drehen keine Bordjes und die heiten auch gar nicht Bordjes. Die heiten Bordj. Und dann sagt der chihuahuische Jung, warum heiten einige Lied hier Beisen? Sind dort so eine Beisenmenschen, dass ihr die Beisen nahen matten? Ach nee, seht ich, das sind alle ganz gescheite Menschen. Aber ich weiß auch nicht, warum Nomen Beisen ist. Oder Beis ist. Und dann sagt der chihuahuische Jung, von der reden mein Lied von einem Ömtje Dell. Hab ihr diesem Mann vielleicht den Ekennomen Dell gegeben? Willst dieses Lied viel Dell in ihrem Garten haben? Ach nee, Jung, seht ich, das ist nicht ein Ekennomen, das ist ja ganz einfach auch ein bekannter Menschennomen, den viele Leute hier haben. Diese 3 Durangosche Jungs sind nachher alle nach Kanada getrokken. Peter Hendrik und seine Frau wohnten in der Lacrete Gegend in Alberta. Manchmal wird Peter Hendrik auch Big Bill genannt. Peter Schihan und seine Familie wohnten in Steinbach, Manitoba. Und Jahre später und seine Familie wohnten irgendwo in BC.
Nu waren meer van de Durango Oldkolonisten. Mank oldkolonische kolonisten in Durango waren ook al immer nog meer zo'n bureaus wat komreven trekters en koopwater gebruikten. En zo'n worden dan ook nog immer van de gemeente uitgesloten. En als de kleine gemeente in 1988 op de Oldkolonie La Honda-Siedlung in dem Staat Zacatecas in Mexiko mit einer kleingemeindlichen Schule und Kirche angefangen haben, dann werden auf der oldkolonische Durango-Siedlung bald auch Adlige von so einer Familie wohnen mit ihren oldkolonischen Ooms und ihrem Verbot von Gummereifen, Trekters, Koopvater, elektrischem Kraftstrom, Telefon, Mangel an positive Arbeit mit ihrer Jugend und viele andere Sachen nicht mehr zufrieden sein können. Und die werden auch bereit, sich von der kleinen Gemeinde halten zu lassen, mit einem neuen, besseren Schulwesen für ihre Kinder, mit einem lehrreichen Jugendprogramm, mit einer neuen Gemeinde anzufangen. Und manche der oldkolonische Ooms in Durango wie ein Prediger, Jakob Unger, die wohl all von ungefähr 1989 an immer haben, sie wollen als oldkolonische Vaters und Predigers ihre Jugend nicht bloß immer streng bearbeiten, wenn die was leiden wird an nicht gefallen. Aber sie wollen mit Antwort was Positives und Lehrreiches planen und tun. Sie wollen auch haben, dass sie auch mal wollen, entsteht ihre Glieder immer bloß dort Brücken von Gumreifen, Trekters, Koopvater, elektrischem Kraftstrom und andere tägliche Sachen streng vermeiden, mit Antwort mal an mehr positive Sachen an der Gemeinde anfangen zu arbeiten. Aber nicht viel Vaters und eigentlich kein ging Jakob Unger seine Ideen an. Schließlich fang Prediger Unger allein mit etliche jugendliche Personen ein Bibelstudium an. Aber dort wollen die anderen uns an verbeiden. Und als er sich dort nicht verbeiden lassen will, dann sehen sie am erst dort Predigen auf, und dann schloten sie ihm auch noch von der Gemeinde aus. Und als dann eine Gruppe von ausgeschlossenen Brüdern anfängt mit Kleingemeindetop an positive und lehrreiche Kinderertragung zu arbeiten, in gottesdienstliche Versammlungen zu haben, und ja kleingemeindliche Predigers ihre Leitung, dann schlug Prediger Unger sich die Kleingemeinde ihre Arbeit auch an. Am 26. Mai 1996 wurden auf der Durango-Kolonie 10 Personen aus Kleingemeinde angedeutet und 14 Personen aus kleingemeindlichen Gliedern abgenommen. Im Jahr 1999 hatte die Gemeinde all 3 Predigers und 2 Diakonen gewählt von ihren eigenen Brüdern, und die kleingemeindliche Gliederzahl wäre in dieser Gemeinde all ab 100 gestiegen. Diese Gemeinde hat auch Sonntagsschulklassen für Kinder und Jugend. Auf der oldkolonischen Siedlung in Durango wären bei 2001 all sehr viele oldkolonische Familien übergegangen nach der EMC-Gemeinde und noch viel mehr Familien nach der kleinen Gemeinde. Und dann wären da doch noch viele oldkolonische Kolonisten, wohnen sich auch nicht mehr dort Gummereifen, Trekters, Koopvater und besonders den elektrischen Kraftstrom zu Brücken verbeiden lassen wollen. Und die oldkolonische Ooms, entsteht sich dort zu schicken, so als die Ooms dort in Chihuahua all lang zurückgetan haben, verkauften sie ihre Wirtschaften und Sachen und trocken etliche von an in den Staat Campeche in Mexiko nennen und andere nach Ost-Paraguay. Vielleicht vertalen wir davon Lothar noch mal mehr. Als die oldkolonische Ooms von der Durango-Siedlung weggetroffen wären, dann organisierten die zurückgebliebenen oldkolonische Glieder sich dort mit der Hilfe von den oldkolonischen Ooms von Chihuahua und von La Honda Zacatecas aus einer neuen oldkolonischen Gemeinde, wo auch endlich dort Verbot von Gummereifen, Trekters, Koopvater, elektrischem Kraftstrom und Telefon nicht mehr verboten wurden. Mit dieser Neuorganisierung sind die oldkolonischen Gemeinden auf die 3 Mutterkolonien in Durango und in Chihuahua und auf alle oldkolonische Tochterkolonien in Chihuahua, büter die Sabinal-Kolonie und auf die La Honda-Kolonie in Zacatecas, endlich waren alle eins geworden.
das mexikanische Gesetz über Treuhandlungen. Die oldkolonische Ooms hadden in Kanada immer das Recht gehabt, wenn ein Mann und eine Frau oder ein Junge und ein Mädchen gehasst hadden, zoals wir das nannten, und sie die Treuhandlung für die Gemeinde hielten, dann können sie dort junge Paar ihre Treuhandlung auch kurz für die Regierung fertig merken. So ist das auch von der noch alle unregistrierte Prediger in Kanada tun können. Aber nur dem mexikanischen Gesetz, dann kann in Mexiko kein Prediger, auch nicht ein katholischer Priester, eine Treuhandlung für die Regierung fertig merken. Nur mexikanischen Gesetz nur muss jede Treuhandlung an einem Register Zivilbüro fertig gemerkt worden. Aber die oldkolonische Ältestas und die meisten Ooms in Mexiko wollen das nicht so haben, dort Eheschlüten oder die Treuhandlungen volltragen vom mexikanischen Register Zivil, auf Englisch Civil Registration, gedonen worden muss. Sie wollen das so verstehen, als wenn sie dort Recht haben, all ihre Treuhandlungen selbst zu volltragen. Dann seht ihr doch an ihrem Privilegium. Die wollen in Mexiko dort volle Recht haben, jene religiöse Prinzipien und Kirchenregeln zu praktizieren, ohne irgendwo beschränkt oder belastet zu werden. Und wenn mexikanische Regierungsbeamte die Mennoniten ihre Vorsteher auch all vielmal darauf aufmerksam gemacht haben, dass in Mexiko alle Eheschließungen in einem Register Zivilbüro gemerkt werden mussten, wollen die Ältestas und die meisten Ooms das doch noch nicht so haben. Als einige junge Lieder dann doch anfangen, auch am Register Zivil ihre Treuhandlungen fertig zu merken, dann sagen viele Ooms das so an, als wenn so eine junge Lied ihre Treuhandlung dann zweimal geholt worden wird. Und dann fangen die meisten Ooms an, wenn sie ein junges Brutpaar getreut haben, dem jungen Paar zu sagen, sie sollen sich aber nicht auch noch an der Stadt treuen lassen. Nur wenige Jahren kriegen die Vorsteher all immer weiter Brief von der Föderalregierung, von dem Register Zivil in Mexico City, durch wo sie die Mennoniten informierten, dass sie dort wussten, dass die Mennoniten ihre junge Lied bloß von ihren Predigers getreut worden, und dass das ganz hier in dem Landesgesetz war, die Treuhandlungen oder Eheschließungen von wem oder wo merken zu lassen, als an einem Register Zivilbüro. Aber wenn die Vorsteher mit so einem Brief zu den Ooms ihren Donnerstagssitz kamen und an dort sehen, dass sie all weiter einen Brief erholen hatten, und wenn an dort nochmal weiter klar gesagt wird, dass die mexikanische Regierung alle Treuhandlungen wohl an ihre Register Zivilbüros fertig gemerkt haben, und sie dann dem Lehrdienst fragen, wo sie diese Brief beantworten sollen, dann sagt der Älteste immer weiter, lot den Brief mal unbeantwortet. Uns Privilegium gibt uns die Freiheit, unsere Kirchensachen unseren Weg zu regeln. Dort die oldkolonische Ooms in Mexiko dort an die Mennoniten ihrem Privilegium-Dokument so verstanden haben, als wenn sie ihre eigenen Eheschließungen merken dürfen, dort ist noch zu verstehen. Aber dass sie die Regierungsbeamte dort nicht leben wollen, wenn sie an all immer weiter sehen, dass das mexikanische Gesetz über Eheschließungen ganz klar sieht, dass die bloß an einem Register Zivil gemerkt werden dürfen, und dass kein Prediger dort Recht hat, das zu tun, dort ist nicht zu verstehen. Als Johann Peiwal, Abraham Dick, Cornelius Schmidt und Vorsteher Gerard J. Rampel dann 1935 und 36 mit der deutschen Botschafter Taub in Mexico City so viel gearbeitet hatten und versuchen, die weggenommene Schulfreiheiten zurückzukriegen von der Lázaro Cárdenas Regierung, und wir auch an Möglichkeiten nach Paraguay auszuwandern, dann kamen sie auch dazu, dass sie alle Taub viel von dem mexikanischen Treuungsgesetz reden. Denn die deutschen Botschafter wussten auch daran, dass die Mennoniten auf diesem Gebiet ganz gegen das mexikanische Gesetz handelten. Sie sehen die oldkolonische Ooms ganz klar und sehr entschieden,
dort die mexikanische Regierung so eine Eheschließungen oder so eine Ehen, die bloß von Predias verehrte Kirche gemerkt worden wären und nicht an einem von ihrem Register Zivilbüros vorher gemerkt worden wären, ganz mit Recht Wille Ehen nahmt. Dann nur den mexikanischen Gesetz, so sehen die deutsche Botschafter der oldkolonische Predias, dann lebten so ein Lied unbefreit taub. Und so eine Ehen werden in Mexiko als Wille Ehen, als Common Law angesehen betekent. Die deutsche Botschafter verstanden die mexikanische Treuhandlungsgesetze sehr gut, denn in Mexiko wohnten auch viele Deutschländer, besonders viel in Mexico City. In ihre lutherische und katholische Prediger dürfen die deutsche junge Lied ihre Treuhandlungen auch mal bloß für ihre Kirchen merken und nicht für dem Register Zivil. Wir vertelten all einmal davon, dass die oldkolonische Vorsteher in Chihuahua 1935 eine Liste gemerkt hatten, von wie viel von ihren Menschen noch in Russland geboren wären, wie viel noch in Kanada geboren wären und wie viel all in Mexiko geboren wären und so weiter. Als die Vorsteher diese Listen merken, dann haben sie auch all kurz taub geteilt, dass auf der Swift-Current in Manitoba-Kolonien taub 523 paar Lied wohnten, und noch in Kanada getreut worden wären, und dort aber all 489 paar wären, wo sich all in Mexiko befreit haben. Und weit die meiste von diesen 489 paar Lied wären bloß von mennonitischen Predigern taub getreut worden, und teilten am mexikanischen Gesetz als unbefreit, als Wille Ehen oder als ein Common Law Leben, weil sie ihre Treuhandlungen nicht an einem Register Zivilbüro vorher gemerkt haben. Die meiste von diesen 489 paar Lied lebten also, soweit als das mexikanische Gesetz anbelangt wäre, an Wille Ehen, an Common Law. Die deutsche Botschafter können mit den oldkolonischen Oms, Johann Peival, Abraham Dick und Cornelius Schmidt, aber durchkommen, dass sie dort verstehen können, dass nur dem mexikanischen Gesetz eine von einem Prediger volltrockene Treuhandlung nicht als eine jährliche Eheschließung angesehen werden kann. Was der oldkolonische Vorsteher ihre Oms nicht haben beibringen konnte, das haben die deutsche Botschafter an in Mexico City klar merken. Also die Kirche oder die Gemeinde ihrer Treuhandlungen wurden in Mexiko nicht als jährliche Eheschließungen anerkannt. Das verstanden diese drei Oms nicht. Und was diese deutsche Botschafter diese Oms haben deutlich merken gekonnt, das haben sie nu ab alle drei Kolonien für alle Oms ab ihrem Donnerstagssitz auch erklärt, so als die deutsche Botschafter auch deutlich gemerkt haben, warum ihre eigenen Treuhandlungen in Mexiko keine jährliche Eheschließungen wären. Und dann geben die älteste Stadt endlich mal zu, dass alle Ehen auch an einem Register Zivilbüro vorher gemerkt werden mussten. Und nun haben sie all weit über 400 paar Lied, was in Mexiko unbefreit halten, was aus Wille Ehen, aus Common Law Ehen halten. Und all den ihre Kinder, was durch diese Ehen geboren wären, die halten in Mexiko nur ihrem Gesetz als unehelich geborene Kinder. Für dit Mal brechen wir hier weiter auf. Nächstes Mal vertellen wir noch weiter mehr von der Oldkolonie in Nuevo Ideal Durango, Mexiko. But nächstes Mal. Taxi George Rampo.